Voilà, merci. Da kommen Sie da guten begrüßen Herr Scheu für als Pressekonferenz zu den Europawahlen, die mir dann als die Link Orlo offiziell erlauden, an dem wir heute als Manifest präsentieren an als 6 Kandidatinnen und Kandidaten, die wir abgestellt haben als die Link für das Europawahlen, die wichtig sind, gerade auch das Europawahlen sind ganz wichtig. An Europa hat gerade an den Krisen ganz viel Verantwortung an eine ganz große Rolle zu spielen. An Kind nach mehr hun, wann Europa sich auch die Moyen gibt, die diese misstun für eine soziale und ökologische Politik zu machen. Mehr zu einem Manifest und zu Inhalt, da werden als Kandidaten so wer zu der Lösch an den zu dem Manifest kommt, war dat den DW durch als Gremien gemerk schon am Dezember 2023 Arbeitsgruppen formalisiert, fir d Löcht an fir d Manifest an dun sind dat Europur Diskussionen an nationaler Koordination gewircht immer dann der 24. März sowohl Manifest für auch gelöscht dann definitiv ob bei diesem Kongress ugehol hun. Ich präsentiere euch ganz kurz als Leute, ihr selbst selber am Detail vorstellen. Ich schwenke nun beim Anna Correa der Weiger. Jener feiert Schuer fährt so oder so deputiert gehen, wann nicht lo am Europaparlament dann rotiert für den David Wagner an Chamber no als vu Beruf für Sozialpädagogin an als jeher aktiv wat Antidiskriminierung ugeht schon ganz frei am Komitee Spencer an dat Engagement hue sich weiter im pädagogischen auch gesellschaftlichen zivilen Engagement weiter gedroht. Dann den André Marquez zu meiner Lenker 21 Jahre schafft freischaffend als Historiker, als Online-Aktivist an das Engagement für das historisch auch also an seinem Engagement ganz wichtig von dem Memoir vom Zweiten Weltkrieg geht, setzt den sich dafür an, dass wir darüber zurückdenken, aber auch dabei die Fakten nicht verdrehen und Lektionen durchreise zählen. Dann auf meiner Seite, dann Anastasia Jampolskaya hat 25 Jahre als Masterstudentin an der EU-Außenpolitik, als queer-feministisch aktiv, also an dem Bereich, als auch Sprecherin von der Jung Link. Voilà. Ich meine, alle diese Kandidatinnen und Kandidaten merken ganz schnell, dass sie als dezidiert tun und dadurch ganz frei ein ganz jung Link, also ein ganz jung löscht, abzusetzen, wo als jung Link auch stark vertreten ist. Und dafür bleiben wir auch an der Alterskategorie Ben Müller zu mengeriert seit 26 Jahren, also am Gang sich beruflich neu zu orientieren, ganz aktiv an der Gewerkschaft, an der Kurs von Rojava, also von den Kurden, die Rojava die Stadt aktiv sind für den Feminismus. Dann zu meiner Lenker Tanja Musel, 34 Jahre, Bibliothekarin, aktiv bei die Lenk, sind einer Jahre noch ganz aktiv lokale Plan an der Sektion Sursem, und noch da lokal ganz verankert an der lokalen Musik, aber wenn dem Europa geht, da sind Themen Außenpolitik, Defense, Asyl, die hat spezifisch interessieren. Dann die letzten, aber auch noch die besten, ne, sind alle guten, die besten mit den Alja Sulcic, 28 Jahre Koordinateur Politik bei die Lenk, aktiv an der Jugend vom OGBL und noch do über DW Vertreter am Nationalkomitee vom OGBL. Voilà, das sind noch gros als Kandidaten und Kandidatinnen an der Ginnestem Anna Correa wird erst bisschen mehr zu unseren programmatischen Akzenten setzt. Ja. Also, merci für die Intro, Gary.
Ja, wie lo werd auflaffen, ich werde ein bisschen so den Ist-Zustand an wie als wie zu dem Manifest kommen, mehr aber auch Donno werden neben die Einzelkandidaten neben ihre Scheuerpunkt nach ein vierstellen. Ja, das schon pummer gesot gin, dass am Kontext eben von den Europawahlen an eben des Europawahlen stehen eben net so ein gute Ster wie man vielleicht 2019 waren. Und zwar die Krisen, die mir lo gesinn, du kann ihn am Menge an an ich meng noch an den Namen von die Linke nämlich von Krise schwatzen, iwwer den Konsequenz an Resultat vun enger unregulierter Wirtschaft wat Profit für un allem steht. Und zwar an diese Zeiten, wo Arbeit nimi iwwer für un Armut schützt, wo den Wohnungsmarkt als Investition ugesiegelt, a wo die öffentliche Hand wenns Austeritäten net méi an die sozial an ökologisch Transition kann investieren an natürlich auch de Krieg an der Ukraine an Palästina sind halt eben e pur von denen Krisen, Konsequenzen, Resultate viel gedrohen. Wir stehen auch an einer Zeit, wo die Ungleichheiten bei den Leuten zu spüren als durch die Ungleichheiten geht auch eine gewisse Roserei bei den Leuten. Und wir sind eben der festen Überzeugung, dass, weil es nicht genug linken Alternativen gibt, dass die Ungleichheiten und die Roserei sich bei den Leuten bemerkbar möchte. Und natürlich, wie so oft, gibt es schöner Gesicht. Und wir kennen das der Geschichte. An Hai wiederholt sich Geschichte bisschen Konservativen an die Rechtsextrem weisen de Fanger auf wie so oft den Ausländer an den Asildemandeur. Versteht mich wirklich nicht falsch, es gibt keinen Grund für Rechts zu wählen. Aber an Zeiten, wo so gut Sozialisten mit einem Immigrations- an den Austeritätspakt stimmen und Sozialisten Solidarität kurz für die Wahlen auf die Seite gelöscht, an de Lo machen sie wie wann sie der zurzeit Europa wären. Wir als Linkpartei haben die historische Pflicht, Gleichgewicht, den Zusammenhalt an Europa an die Grenzen daraus herzustellen. Für Gleichheit, Sozialgerechtigkeit, Umweltschutz zum Grundstein von Europa zu machen. Und ich will auch hinweisen auf die Arbeit, die schon am Europäischen Parlament gemacht wird, von der European Left, die bewiesen hat, dass sie deutlich nicht käflich ist, wenn es die verschiedenen Skandale, die auch bei den Sozialisten aufgekommen sind, und dass sie auch fähig ist, die verschiedenen Bewegungen und Manifestationen zusammenzubringen, für das Recht zu kämpfen. Als Ziel während der Wahlen also dort möchten hinzuweisen, und auch die ökologisch-sozialen Ideen an den Vordergrund zu bringen. Wir gehen mit der jüngsten Lust, die je zu Lützeburg sich abgestellt hat, an diese Wahlen. Den Altersdurchschnitt ist schon wahrscheinlich gesagt gehen 30,5 Jahre, weil es mehr wie je an der Zeit ist, dass Politik für Juncker gemacht geht. Wir treten mit bei den Europawahlen, wenn wir klares Signal auf Presse schicken wollen, mit 6 Spitzenkandidaten, die sich mit ihren Dossien auskennen. Und darüber will ich auch kommen, dass nicht alle Kandidaten sich mit allen Dossien mit das Schiedverein einfach geholt seinen Schwerpunkt hat. Und ich werde es kurz eben vorstellen, Alia, den Beschäftigung an sozial Ugelegenheiten als sein Schwerpunkt, eben Tanja mit Außenpolitik und Migration, ich will mal kurz erwähnen, der Wen mit Wirtschaft, Währung und Fiskalität, was hallo, voilà, dann Anastasia eben in diesem Fall auch mit den Tretien, mit den demokratischen Prozessen, Fragen an LGBTQA+Rechte, den André eben mit der Klima, Umwelt und Landwirtschaft an diesem K von den Europawahlen,
An ich so de Gag eben alles was Privatisierung, öffentliche Service an Digitalisation. Voilà, ich gehe da Lotwort und den Alia, den eben gerade mit der Beschäftigung an sozialen Gelegenheiten als Punkte in diesem Programm präsentiert. So, merci Anna. Das erste Kapitel von unserem Manifest haben wir dem sozialen Europa gewidmet, wo wir eine Forderung zur Bekämpfung von prekären Arbeitsbedingungen, Armut und der Stärkung von sozialen Rechten formuliert haben. Angesichts von der Wurzel der sozialen Ungleichheit, die immer mehr und mehr Leute zu spüren kriegen, besteht dringender Handlungsbedarf an der europäischen Sozialpolitik. In Europa sind 95 Millionen Leute, also mehr wie 20% von der Bevölkerung, von Armutsrisiko betroffen. Wobei all 4 Kanten in keiner Armut leid. Was besonders zu Lützeburg, wie am Rest von der EU, ein wussendes Problem ist, aus den hohen Tod von der Working Poor, also denen Leute, die arbeiten und trotzdem einen Monat dann nicht bei ihnen kriegen. Die Leute leben just nach viel zu arbeiten, und arbeiten just nach viel zu überleben. Und die Inflation, die getrieben ist durch enorme Profite von großen Unternehmen und Patronen, die ihrerseits Rekordgewinner machen, wir aber nicht gewillt sind, die Gewinner zu verdelen und die Leute, die sie erschafft tun, möchte, dass es den schaffenden Leuten, die pensionierten Leuten, an den Familien immer mehr schlecht geht. Wohl wissend, dass Kompetenzen an der Europäischen Union an der Sozialpolitik limitiert sind, sind Möglichkeiten da, den Leuten mit konkreten Mesuren zu helfen. Aber es muss selbst geschehen für den Sozialdumping, da kann an Altersarmut, an den ausbeuterischen Arbeitsbedingungen entgegenzuwirken. Du hast in den letzten Jahren viel Bewegung gekommen, auch auf europäischem Niveau. Durch ein Direktiv über den Mindestlohn beispielsweise, Melo gilt es auch auf nationalem Niveau umzusetzen. Da ging zu Lützeburg ein Host von rund 300 Euro beim Mindestlohn bedeuten. Generell gilt es für die Memberstaaten, die fortschrittlichen Initiativen von der EU auf nationalem Plan eine Realität umzusetzen. Und da ist es umso mehr wichtig, dass die EU einen Kader setzt, den sich nicht als kleinste gemeinsame Nenner versteht, mehr als treibende Kraft von sozialer Gerechtigkeit in Europa. Wie sehen ein paar von diesen Mesuren aus, die wir an unserem Manifest ausgeschafft haben? Stände um 2 Millionen ein paar weitere, die je nach dem Detail nachgucken kann. Also erstens haben wir eine substanzielle Reduzierung von der Arbeitszeit bei gleichem Lohn. Das geht ermöglicht durch eine schrittweise Verkürzung von der Standardarbeitszeit auf europäischem Niveau. Ziel muss es sein, dadurch an Lebensbedingungen, mentaler, körperlicher Gesundheit von den schaffenden Leuten zu verbessern. Da möchte ich an dem sind Produktivitätsgewinner, die an den letzten Jahrzehnten auf der Arbeitsplatzbau erzielt wurden, auch an die Leute weitergeht, die das Produktivitätsgewinner ermöglichen. Wir auch staatliche Pensionssystem muss gestärkt werden. Und Recht auf eine anständige Pension zum Grundrecht erklärt werden. Alle 5 Pensionierten in Europa als von Altersarmut bedroht. Dafür muss garantiert sein, dass die Pension mindestens über der Armutsgrenze vom jeweiligen Memberstaat liegt. Wir haben eine Reihe anderer Mesuren, wie gesagt, an diesem Programm festgehalten, an diesem Manifest, die alle Guten darauf aufzielen, soziale Rechte zu stärken und die Kaufkraft von den Leuten zu schützen. Und über die Kaufkraft, unter anderem, werde ich den André Lo an einem weiteren Cluster von Kapiteln mehr erzählen. Merci, Alia. Ja, Kaufkraft, Preissteuerrecht spielen eine ganz wichtige Rolle auch an der Funktion von den Klimazielen für zu erreichen, eben auch mit der Energiekrise, an der wir gerade uns befinden. Für uns Klimaziele, die wir selber an der EU gesagt haben, zu erreichen, können wir just mit massiven finanziellen Investitionen die Ziele packen. Da der auch nicht die Bürger zurückgelost gehen, weil für einen hier von der Preissteuerrecht betroffen ist. Dafür braucht es auf EU-Niveau eine Gesamtstrategie, wo auch für allem die Energiekonzerne müssen mit angebunden gehen. Und da bezweifeln wir ganz stark, dass Energiekonzerne, die profitgetrieben sind, die just an Aktionär denken, die jahrelang keine Energie an den Ausbau von der Energie vernachlässigt tun, dass die Werte da an der Strategie eine Rolle spielen. Dafür fordern wir auch, dass die Energiekonzerne zurück an staatliche Hand kommen, für eben an die Strategie angebunden zu gehen, weil es muss fundamental recht sein, klimagerecht zu leben, Urrecht zu haben auf Energie, darf kein Business sein, den lo ist, weil auch der Konsumateur ganz stark davon betroffen ist, weil hier auch eben hauptsächlich mein Portemonnaie spielt.
zeitgleich haben wir auch die Problematik von der Energiekonsumation, wo die Gebäude einen großen Approach durchstellen, wo ganz viel Energie verbraucht wird. Auch da ist die Rolle von der EU, Suen zu disponibilisieren, für die Familien zu helfen, hier Gebäudeketten zu isolieren, nicht just für selber die Kosten von den Privatstädten aufzudrücken, aber auch für die Privatstädte aufzusichern, vis-à-vis von dem Klimawandel, wo Kälte und Hitze immer mehr Problemwerte sind und die proportional immer die Ärmsten von uns werden treffen, die sich nicht leisten können, sich anzupassen, sich zu adaptieren und umso mehr stark von der Krise werden betroffen gehen. Ein anderer wichtiger Punkt für das Klimaziel zu erreichen, aber auch für den Preis dadurch umzugehen, ist Mobilität. Wir müssen umdenken, wie wir Mobilität aufbauen, weg vom Auto, von autozentristischer Gesellschaft, weil ein Auto eben auch teuer ist mit allen Nebenkosten, weil der Benzin auch teuer ist, wenn wir auch da am Auto nicht Klimaziele erreichen können. Und da muss man Mobilität fördern, eben auch da durch Gesamtstrategien an der EU, für die Velo, aber auch für den Zugreso. Da fördern wir ganz klar eine europäische Zugagenz, die hauptsächlich transnational Strecken fördert bzw. auch nutzt, sich geriert. Auch da muss der Preis stimmen, für eine tatsächliche Alternative für den Konsumateur durchzustellen, vis-à-vis vom Auto, vis-à-vis von den Fliegern, weil schwingende Willen für klimagerecht zu leben ist bei der Bevölkerung da. Das ist, dass oft die Portemonnaie eine ganz wichtige Rolle spielt und da darf man die schaffenden Leute nicht außer vier lassen. Klimaschutz darf nicht just für pure Reicher von euch sind, während die anderen Leute darunter leiden und mehr kontrante Gesetze kriegen und nicht wissen, wie sie dann damit sollen weiterkommen. So nicht merci. Tanja? Okay. Merci, André. Die EU-Außenpolitik ist natürlich auch ein enorm großen Teil von den Decisionen, die zu Brüssel getroffen gehen. Wir befinden uns aktuell an einer Zeit mit zahlreichen Konflikten weltweit. Das geht über die viel mediatisiert sind, wie den Ukraine-Krieg und den Genozid der Palästina, bis zu denen, von denen in unseren Medien nicht viel hört, wie die Krise am Sudan, die Unruhen am Kongo, Gewalt auf Haiti und noch viel andere. Als Link sind wir natürlich immer dafür, Probleme diplomatisch zu klären und probieren, mit denen zu negozieren, erster Weg Konflikte mit Waffen zu lösen, was viel Menschenleben kostet, ganz Infrastrukturen zerstört, die du nur lang brauchen, für es abgebaut zu gehen, destruktiv sie für die Umwelt und Bürger auf die betroffenen Plätze ganz oft mit gar nichts zurücklassen. Dafür ist es für uns wichtig, die diplomatischen Mittel, die die EU hat, zu verstärken und zu unterstützen. Auch an unserem nationalen Budget ist vorgesehen, dass die Investitionen an Defense sollen hochgehen. Wir stellen uns gegen die eskalierende Militarisierung, weil ja ganz klar gesagt, dass mehr Waffen als Welt nicht mehr sicher machen. Wir beginnen uns am Gegenteil an eine Rüstungsspirale, wo Land sich verpflichtet wird, abzurüsten, wenn andere Länder es viel machen, was am Endeffekt die Welt mehr unsicher macht. Wenn ihr noch da so vom französischen Präsident hält, der von beiden Truppen an der Ukraine geschwatzt wird, ist das schon etwas, was Angst machen kann. Wir sind dafür für eine europäische Armee mit einem reduzierten Budget, die rein defensiv handeln soll. Die einzige Interventionen von der Armee sollten einem UNO-Mandat folgen. Es ist uns wichtig, dass wir von diesem übertriebenen Militarismus fortkommen und als Steuergelder da ansetzen, wo sie den Menschen in Europa helfen können. Das Problem ist nicht, dass Europa nicht genug Suen ausgibt für seine Defense. Das Problem ist, dass Europa die Suen falsch und ineffizient ausgibt. Auch mit meinem Budget können wir uns Sicherheit garantieren. Wir stellen uns gegen alle Formen von politischem, militärischem oder wirtschaftlichem Imperialismus und setzen uns für ein friedliches Europa an, das den Friedensnobelpreis, den es gekriegt hat, auch verdient hat. Wir setzen uns für ein Europa an, das Menschenrechte und Völkerrecht respektiert, aber kein doppeltes Standard mehr appliziert zwischen den Ländern, die sind da am Asien, und denen, mit denen wir gerne wirtschaftlich kooperieren. Also ist es auch wichtig, für das Recht auf Schutz weiter zu behalten, Dublin-Aufkommen rückgängig zu machen und eine Flüchtlingspolitik zu betreiben, die die Menschenwürde respektiert, die riesige Flüchtlingskampf soll verhindern, wo viel Misere herrscht, und solidarisch die Asildemandeuren in Europa verteilt. Außerdem sollen wir die Länder mehr unterstützen, wo die meisten Leute kommen. Wir müssen noch verhindern, dass Prozeduren immer mehr automatisiert gehen,
immer mehr künstliche Intelligenz benutzt wird und Menschen, die Gewalt, Krieg oder Persecution entkommen wollen, just wie Dossiers-Nummer behandelt gehen, wo sicher Leute durch Lächerwerte fallen und in Länge losgehen. Wir sind gegen Frontex und du gehst, dass wir mit irgendwelchen Demagogen finanziell Akkorden agehen, für dass sie als Flüchtlinge vom Hals halten. Außerdem kritisieren wir, dass mit den rezenten neuen Gesetzen Leute, die aus einem Land kommen, wo das sicher gilt, direkt refusiert gehen, ohne OKPK zu gucken, was wird Leute in potenziell gefährliche Situationen zurückschicken. Et weist ja auch, wo an unserer liberalen Union Prioritäten sind. Leute, die hier kommen für Krieg, Armut und Gewalt zu entkommen, die gescreent, an Datenbanken abgeholt, müssen auf 50 verschiedene Plätze administrativ Prozeduren machen gehen, die sie oft nicht verstehen, und verbringen lange Zeit an der Unsicherheit, ob sie da dürfen heim Auf der anderen Seite gehen wir Multinationalen lauter Favoren und bringen nicht fertig, Milliarden abzubringen, was auch Schwierigkeiten sind. Wir haben noch keine Datenbanken, wo wir abholen, wie ein Leute riesig Mengen Information horden oder Datenbanken mit all dem Logement, den am Moment idle steht, auf wem es gehört, für das sie auf nationalem Niveau dezidieren, den effektiv zu nutzen für Leute, die es brauchen. Zusätzlich zu dem menschlichen Traitement von geflüchteten Leuten ist natürlich essentiell für uns, den Grund für die Flucht entgegenzuwirken. Wir müssen also abhalten, uns auf andere Kontinente anzumischen, für unsere Interessen zu verteidigen, aber stattdessen auf anheizt Entwicklungsprojekte auf verschiedene Länder zu unterstützen und natürlich alles machen, für unseren CO2-Fußabdruck zu reduzieren, wie das auch heute schon viele Leute forciert sind zu migrieren, weil es an ihren Regionen nicht mehr möglich ist zu überleben.